ist nämlich jetzt wirklich das Wunder der warmen Wolken, was heute in dieser Geschichte passiert. Es ist wieder eine kühle und klare Nacht. Der Mond taucht die Wohnung in sanftes, silbriges Licht. Die Kinder schlafen schon tief und fest in ihren Decken. Aber der Lulu, der Luchs und der Robby Troppe liegen hellwach auf der Fensterbank. Miau, das fühlt sich so an, als ob heute etwas ganz Besonderes in der Luft liegt. Miau, sagt der Lulu und schaut raus. Miau, siehst du das, Robby? Siehst du das? Ja, da! Der Robby hüpft vor Aufregung. Was denn? Ich sehe nur. Oh, wow! Seine Augen werden ganz gross, als er jetzt die komische Wolke am Himmel entdeckt. Die schimmert in zarten Farben, wie Zuckerwatte, die im Mondlicht glitzert. Oh, wow! Die sehen so weich aus, rief der Lulu. Stell dir vor, wir könnten auf dieser Wolke sitzen. Wie auf einem riesigen Küssi. Oh, das tönt cool. Das tönt fantastisch. Der Robby wackelt vor Begeisterung mit der Schwanzflosse. Vielleicht sind das ja magische Wolken. Komm, wir gehen doch mal raus schauen, ob wir zu ihnen herkommen. Die beiden Stofftierchen springen vom Fensterbank oben runter. Gehen durch das Katzentürchen und kumpen direkt vom Balkon in Weichschnee vom Garten runter. Der Mond zündet ihnen den Weg, während die farbigen Wolken immer tiefer runterkommen. Fast so, als wollten sie zu ihnen kommen. Die kommen wirklich zu uns, hast du gesehen, die kommen zu uns, sagt der Robby, während er durch den Garten hüpft. Komm, das sieht so aus, als würden die uns einladen, zu ihnen zu kommen. Schau mal. Und tatsächlich, als sie auf dem Schneebüschli oben stehen, für noch ein bisschen näher raufzugehen zu diesen Wolken, legen sich doch die Wolken wie eine flauschige, weiche Decke um sie herum. Ohne zu zögern klettern der Lulu und der Robby in die Wolken rein. Und sie spüren sofort die kuschelige Wärme hier, die in dieser Wolke innen ist. Wie wenn sie von innen strahlen würde, ganz warm. Miau, das ist unglaublich, rief der Lulu, während er in die flauschige Wolke einsinkt. Es ist so weich und warm, wie ein riesiger, kuscheliger Teddybär. Ja, ich fühle mich wie ein König auf seinem Wolkenthron, ruft der Robby und rollt sich hin und her. Und was dann passiert, ist etwas Unglaubliches und Unerwartetes. Die Wolken fangen aufzusteigen. Ganz sanft, zuerst nur. Und dann schneller. Und bevor der Lulu und der Robby es gemerkt haben, schweben sie über die Baumwipfel, in den Sternen übersät Nachthimmel hinein. «Oh, Lulu!» fragt der Robby und schaut jetzt gegen oben. «Wir sind ziemlich weit oben, hast du gesehen?» «Miau, das stimmt!» Der Lulu blinzelt ins Tiefe runter, wo der Garten nur noch ein dunkler Fleck im Schnee zu erkennen ist. «Miau! Ich dachte, die Wolke würde uns wieder absetzen. Aber schau, sie steigt immer höher.» Die beiden finden es schön, aber sie schauen sich auch ein bisschen besorgt an, während die Wolke sie immer höher und höher aufträgt. Und bald schwebt sie direkt in der Nähe vom Mond.
wo die Wolke in ein sanftes, goldig, silbriges Licht taucht. «Was machen wir jetzt?» fragt Robby. Seine Flossen streicheln nervös über die Wolkendecke. «Ich meine, ich habe ja gerne Abenteuer, aber wie kommen wir jetzt hier wieder runter?» Ach, der Lulu überlegt fieberhaft. Das ist wirklich das mutigste von allen unseren Abenteuern. Aber vielleicht führt uns ja die Wolke irgendwo her. Miau! Und plötzlich hören sie ein leisliches Kichern. Es tönt, wie wenn es aus der Wolke selber kommt. «Miau, wer ist da?» fragt der Lulu. Ein kleines Wesen, fast durchsichtig und schimmernd wie Mondlicht, taucht aus der Wolke auf. «Willkommen, kleine Abenteurer», sagt es mit einer Stimme, die fast nicht zu hören ist. Die tönt fast wie Wind, die Stimme. «Ihr seid auf einer Reise zu den höchsten Träumen. Aber keine Sorge, die Wolke bringt euch sicher zurück, wenn die Zeit gekommen ist.» «Die höchsten Träume?» fragt der Robby gewundert. «Hier oben, nahe von den Sternen, könnt ihr sehen, was ihr euch am meisten wünscht», erklärt das Wesen. «Was würdet ihr euch erträumen, wenn alles möglich wäre?» Der Lulu und der Robby schauen sich an. «Vielleicht ein riesiges Gützihaus», sagt der Robby lachend. «Miau, oder ein endloser Himmel voller Abenteuer», sagt der Lulu. Das Wesen kichert. «Dann behaltet eure Augen offen und die Wolken werden euch zeigen, was ihr sucht.» Und jetzt fängt die Wolke an, sanft zu glühen. Und vor ihnen erscheinen Bilder wie in einem Traum. Ein prächtig volles Gützihaus mit farbigen Streuseln, ein endloser Himmel voller Abenteuerwege, fliegende Schiffe und magische Wesen, die ihnen zuzwinkern und winken. Die beiden Stofftierchen verlieren sich in der Schönheit von diesem Moment, bis die Wolke schliesslich wieder langsam und sanft anfängt, sie zurück in Richtung Erde zu tragen. Das ist also das unglaublichste Abenteuer überhaupt, das wir jemals erlebt haben, Lulu, sagt der Robby, wo die Wolke sicher wieder im Garten landet. «Miau! Ja, und es hat erst angefangen, das Abenteuer», sagt der Lulu mit seinem Lächeln. Die beiden schleichen wieder ins Haus zurück. Sie wissen gar nicht mehr, wie sie bei dieser Katzenleiter überhaupt raufgekommen und wie sie zu dieser Katzentür hineingegangen sind. Sie sind noch immer ganz verträumt und es kommt ihnen fast vor, wie wenn sie Nacht wandeln würden. Und was sie sich jetzt zufrieden auf ihre Plätze kuscheln und rausschauen, so ist es ihnen, als wären sie gar nie weg gewesen. Aber tief in ihren Herzchen wissen sie, dass die Nacht von der warmen Wolke ein Abenteuer ist, das sie nie werden vergessen. Und so tun sie die warmen Äuglein zu und träumen noch ein bisschen weiter von dieser wunderbaren, warmen, schönen, farbigen Wolke.